Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Episode 65 von Buff Crit Loot mit der Kaiserin vom Gaming, der Steffi, und mir am Hofnar. Wir haben folgende Themen. Und zwar Activision Blizzard gehört jetzt offiziell Microsoft. Let's Sing 24 Karaoke Action. Nintendo Switch soll mindestens bis 2025 mit Spiel versorgt werden. Nachher, kritische Themen, haben wir Spider-Man 2. Und das ist es schon mit kritischen Themen. Nachher gibt es noch ein bisschen Loot. Und alles zusammen in einem Rap ist es Buffcrit Loot. Herzlich willkommen. Steffi, bist du am Start? Hallo miteinander. Yes, ich bin am Start. Let's go. Yes! Activision Blizzard gehört jetzt Microsoft und zwar für satte knapp 70 Milliarden $. Wir haben euch versprochen, dass wir euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gewesen, und zwar am 13. Oktober, also schon ein Weile her. Aber da muss ich vielleicht noch schnell sagen, wir haben natürlich eigentlich die Infos euch schon letztes Mal, also vor 2 Wochen, geben, aber wir haben leider müssen unseren Podcast skippen. Und darum kommt natürlich die Info jetzt erst. Aber ich finde es immer noch sehr interessant und immer noch sehr relevant für die Gaming-Branche. Es könnte natürlich gewisse Änderungen bevorstehen. Leider dass da jetzt so eine kleines Monopol entstanden ist. Wenn man bedenkt, dass jetzt mit dem Kauf immerhin Microsoft, also inklusive Activision Blizzard, jetzt an 3. Stelle ist. Also bezüglich der Player im Gaming-Markt, gerade hinter Tencent und Sony. Also es ist schon ein heftiges Upgrade jetzt gewesen. Klar, natürlich haben sich auch einiges kosten, aber es hat 20 Monate gedauert. 20 Monate, also über 1,5 Jahre hat das jetzt gedauert, seit dem offiziellen Announcement, wo sie gesagt haben, sie würden den Deal gerne machen. Und zuerst ist es ja von der Regulierungsbehörde CMA, also die von England, ist es nicht bewilligt worden, weil sie Angst hatten, dass Microsoft mit Activision Blizzard zusammen dort eine zu grosse Monopolstellung einnimmt. Und tatsächlich wäre es auch so gewesen, durchaus, es wäre auch so gewesen, aber sie haben es jetzt so gelöst, dass Microsoft die Cloud Gaming Recht für sämtliche bisherigen und künftigen Activision Blizzard-Titel, also nur Activision Blizzard-Titel, nicht alle Xbox-Games, sondern nur Activision Blizzard-Games, für die nächsten 15 Jahre an Ubisoft verkauft haben. Also Ubisoft hat jetzt die exklusive Recht, also gut, exklusiv weiß ich gar nicht, aber Ubisoft hat jetzt das Recht an am Cloud Gaming von der Activision Blizzard Games, und aufgrund von dem hat dann die CMA gefunden, okay, ist gut, ihr dürft Activision Blizzard kaufen. Yes. Klasse. Und das okay, also das ist vollzogen, hä? Yes, und muss man überlegen, das sind 8500 Angestellte. 8500 Angestellte, die jetzt einen neuen Arbeitgeber haben. Und zwar nicht mehr Activision Blizzard, sondern eben Microsoft. Yes. Ja. Und der CEO, der momentane CEO, Bobby Kotick von Activision Blizzard, der ist noch bis Ende dieses Jahres in seiner Position und er wahrscheinlich nicht mehr. Und das war ja etwas, was auch sehr viel gefordert haben, dass der endlich weg ist, weil es ja mit ihm eigentlich recht den Bach abgegangen ist. Und vor allem, wenn man sich mal erinnert, vor 2 Jahren die ganzen Vorwürfe bezüglich Sexualisierung und so weiter, was es dort gegeben hat, der ganze Skandal, sind, glaube ich, einige froh, dass der jetzt weg ist. Und das war ja nicht das Einzige gewesen. Ich glaube, da hat ziemlich einiges ein bisschen oben runtergezogen, sage ich jetzt einmal, vom Ruhm, wo Activision Blizzard ursprünglich einmal hatte. Ja, also sind wir ehrlich, Activision Blizzard ist auch nicht mehr so das, was es mal früher war. Es ist einer von der grandiosesten Entwickler und Publisher gewesen, was um Gaming, also die Gaming-Industrie hatte. Und ja, jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt ist es soweit. Für PlayStation, Sony natürlich weniger cool,
für Xbox natürlich umso geiler. Ich meine, wenn man sich vorstellt, die ganzen Activision Blizzard-Titel, also es ist ja nicht nur Activision Blizzard, sondern da ist ja auch noch Bethesda mit drin, King ist drin, und die haben ja, also Activision hat natürlich auch im Vorfeld schon diverse andere Entwicklerstudios aufgekauft gehabt, und die fließen jetzt natürlich alle zusammen mit zu Microsoft, oder? Und ja, dass man die ganzen Franchises jetzt natürlich kann über den Xbox Game Pass teilweise spielen, ist natürlich schon auch sehr nice. Und sie fangen auch tatsächlich schon Anfangs nächstes Jahr an, die Games in Xbox Game Pass zu integrieren. Das ist natürlich echt nice. Das ist wirklich nice. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber auch bestätigt, dass es nicht Xbox-exklusiv wird sein. Das ist natürlich auch gut. Weil das wäre echt eine Schande. Das muss man schon zugeben. Also man wird so auf anderen Konsolen oder beziehungsweise auf anderen Geräten, sage ich jetzt mal, können spielen. Das ist schon auch wichtig, finde ich. Ja. Das ist sehr wichtig sogar. Also, aber im Endeffekt hat sich Microsoft mit dem wieder eine riesen, wie soll ich sagen, sie haben sich mehr Macht erkauft, quasi. Sie haben sich mehr, sie sind jetzt zu einem grösseren Player avanciert. Sie haben mehr Marktanteil durch das bekommen. Und es wird jetzt in Zukunft vom Gaming natürlich entsprechend verändern, dass wir eben, wie du sagst, gewisse Titel werden haben, die halt Xbox exklusiv zum Beispiel sind. Und das ist ja das, was Sony schon lang macht. Grosse Titel PlayStation exklusiv machen. Und das wird jetzt einfach ein Fight zwischen diesen zwei Giganten, wobei man hier wirklich Tencent nicht darf vergessen, nee, wo ja gar nicht. ein Tencent ist riesen Player riesig. ist. Genau. Ja. Und im Vergleich und im Unterschied zu den anderen zwei, sorry Steffi, noch mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Genau, Tencent ist natürlich chinesisch, erstens das. Was man natürlich aber auch muss sagen, ist, Tencent konzentriert sich hauptsächlich auf PC und Mobile Gaming. Ja, genau, und mit PlayStation und Xbox haben wir natürlich vor allem zwei Konsolen-Giganten, sage ich jetzt einmal. Wobei man auch hier muss sagen, Xbox ist im Vergleich zu PlayStation winzig, weil Microsoft hat sich schon vor 2 Jahren, vor 2 Jahren eigentlich sehr, sehr in die Cloud-Gaming-Richtung entwickelt. Oder wo eigentlich ein Gerät wie eine Konsole wie überflüssig macht, oder? Und darum, sie legen auch nicht so viel Wert auf Konsolen wie eben zum Beispiel PlayStation. Also Sony mit PlayStation, die legen sehr viel Wert nach wie vor auf Konsolen, also auf die Hardware. Und Xbox bzw. eben Microsoft legt nicht so viel Wert auf die Hardware. Das merkt man auch. Das merkt man enorm. Aufgrund von der Werbung und so. Das merken wir natürlich auch bei brack.ch sehr. Genau. Aber andererseits eben, muss man schon sagen, es wird irgendwie digitaler alles. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ich da gewisse Games wie mir selber kann dafür entscheiden, auf welcher Plattform, auf welchem Gerät ich das möchte spielen, dann finde ich das natürlich viel End-User-freundlicher, als wenn ich wie gezwungen werde, zum ein einziges Gerät zu benutzen. Wobei, wem erzähle ich das? Ich kann das Lied davon singen. Ich habe irgendwo die Switch teilweise nur wegen Zelda gekauft habe. Beziehungsweise, das heisst nur die Switch. Ich habe schon die vorherigen Konsolen teilweise nur wegen Zelda gekauft. Das ist eigentlich genau dasselbe. Das stimmt. Aber, also, beobachten wir es, schauen wir, wie es sich entwickelt. Es bleibt interessant. Es ist auf jeden Fall eine der grössten Übernahmen der Gaming. Wenn nicht die grösste Übernahme der Gaming-Geschichte war, oder? Steffi, ist es nicht die grösste Übernahme der Gaming-Geschichte? Oder hat es etwas gegeben, was noch mehr gezahlt wurde? Gaming-Geschichte weiss ich natürlich nicht. Es war sicher eine der grösseren gewesen. Aber was man kann sagen, ist, dass es sicher die grösste Übernahme ist in der Firmengeschichte von Microsoft. Aber ja, so. Okay. Also Microsoft hat noch nie eine andere Firma für so viel Geld aufgekauft. Ja. Ja, ist schon krass. Ja, 70 Milliarden ist schon sehr, sehr viel. Ja, das muss man schon sagen. Und ja, das Geld, ich weiss nicht, ob das jetzt schon überwiesen worden ist, aber ja, schlussendlich steht dann, also ist auf der einen Milchbüchli-Rechnung da, gell? Microsoft minus 70 Milliarden, Activision Blizzard plus 70 Milliarden. Das ist eigentlich schon übel. Ja.
Jetzt bin ich echt gespannt, was machen die eigentlich mit dem Geld? Das würde mich eben dann noch interessieren. 70 Milliarden, was machen die? Ein neues Studio? Investieren. Was? Investieren. Ja, also sicher in Anlagen investieren, dann in Expansion investieren, in Immobilien investieren und in neue Studios, die sie kaufen, ja. Es bleibt immer spannend. Was ich jetzt auch noch hier bei uns im Chat gelesen habe, ist, dass anscheinend, also es ist noch nicht, es ist nicht bestätigt natürlich, aber es gibt gewisse Berichte, wo der Kotick anscheinend eine Abfindung sollte bekommen, eine Höhe von ungefähr 293 Millionen $. Ja, aber ja nicht nein sagen. Das ist schon krass. Wurde schnell knapp 300 Millionen $ neu auf dem Konto. Nico, was würdest du machen mit 300 Millionen $? Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde ein riesen Festival veranstalten mit ganz vielen Bands und einfach alle einladen, die ich kenne, und die grössten Bands, die ich jemals live gesehen habe, würde ich bei meinem Festival auch spielen. Dann würde ich auch selber spielen. Because you can, ja. Klar. Und ja, nachher würde ich glaube, ich würde sehr viel Zeug auch machen für, ja, nicht nur für mich, ich glaube, ich würde auch sehr viel coole Places aufbauen, wo Leute können coole Zeit verbringen können. Ich glaube, das würde ich machen. Ja, schon so etwas im Kopf. Ich würde auch so einen Ort, ein Gebäude, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da würde ich sogar sicher etwa so 150 bis 200 würde ich auch da drin investieren. Für so dort mein Business aufbauen. So. Und einen grossen Teil würde ich sicher auch spenden für gewisse gute Sachen. Ja. Aber eben Immobilien sind in dem Sinn, genau, Immobilien sind in dem Sinn immer super Anlagen, weil dann kannst du sie erstens brauchen, um eben keine cooles Zeug daraus zu machen. Und zweitens steigt der Wert halt immer, also eben, das ist das Thema, das wir am Anfang hatten, bevor wir auf streamen, wird immer wie teurer. Wir haben jetzt 8 Millionen Schweiz, gleich 9 Millionen Schweiz. Wohnen wird schwieriger, weil es weniger Platz gibt. Wohnen wird teurer, weil es immer mehr Leute gibt, die ihre Ruhe wollen und nicht mehr wohnen, wo nicht so viele Leute sind. Ja, wird schon eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Aber ja, eben so viel zum Update zu Activision Blizzard, wo jetzt zu Microsoft gehört. Wir haben euch versprochen, euch dort auf dem Laufenden zu halten. Natürlich, wenn wir erfahren, wie es dort weitergeht, werden wir da euch auch wieder ein Update dazu geben. Und dann würde ich sagen, dann hüpfen wir zum nächsten Thema. Genau, und beim nächsten Thema geht es um Folgendes. Und zwar geht es dort um Singen. Also das heisst... Hallo. Genau, das heisst... so viel zu deinem Festival, gell, was du machen. Genau, so viel zum... Ich habe mir jetzt überlegt, jetzt tatsächlich irgendetwas schnell anstimmen, wo heute so ein Hit ist, wo jeder kennt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also das, was die Leute heute hören, höre ich leider wirklich nicht mehr. Also das heisst, ich hätte jetzt einfach irgendwie wieder mal der gut alt You are my fire. Okay, aber sag mir nicht, du hörst aktiv so Sachen. Nein. Eben. Natürlich nicht. Aber das ist natürlich ein Hit, den ich immer bringen kann. I did it again. Okay, zum Beispiel. Play with your heart. Zum Beispiel, oder was gibt's noch? Atemlos. In a bottle. Oh Gott. Na, 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 na. If you wanna be with me. Ja, genau. Ja, genau. So genau. Ja, nein, es geht natürlich um Let's Sing 24. Yeah. Und wer es nicht kennt, Let's Sing 24. Nein, nicht einfach nur eins. Natürlich nicht. Let's Sing 24 ist das Karaoke-Game vom Jahr. Hä? Steffi, Karaoke mit Freundinnen, hast du das gemacht schon mal? Niemals. Never. Doch, tatsächlich habe ich mal einen Kollegen, mit dem habe ich sehr viel Karaoke gesungen, das war lustig. Aber so öffentlich würde ich es niemals machen. Niemals. Ja, ich glaube, sehr viele Leute haben gerne Karaoke, wenn sie gut einen drin haben und nachher einfach... Und dass ein geschlossener Raum ist, wo wie nur deine Kollegen und nicht so alle einfach können zulassen. Ich finde das so...
never würde ich es machen, wenn so alle können zuhören. Das Höchstens so stimmt. 2, 3 Leute. Das stimmt. Also hier an dieser Stelle auch nochmal, in Europe Lounge Bern gibt es übrigens einen Karaoke-Raum, wo man kann mieten kann. Ist sehr lustig. Habe ich also auch schon Leute gesehen, die den allein gemietet haben. Ja, allein. Ernsthaft? Nachher Nein, sie einen ganzen allein Abend Karaoke gesungen. gesungen. Dort. Ja. Okay, Habe ich alles schon wow. gesehen. Ja, nicht schlecht. Aber Ja, why not? Let's Sing 24 ist tatsächlich das Karaoke-Erlebnis Tell für me eure why. Wohnzimmer. Weil du hast Charts-Türme, du hast Klassiker, du kannst, du willst garantiert mitsingen, weil das hat Zeug drauf, das jeder kennt. Also Six, When You're Gone von Shawn Mendes, Dynamite von Dynamite von BTS, Million Dollar Baby von Ava Max oder ABC von Gayle. Hallo, wer kennt die nicht? Sorry, ich habe keinen einzigen Titel kennt. Aber Die Tatsächlich. kennst du schon. Wenn du mal Nein, hörst, sicher. dann kennst du sie. Ja, natürlich. BTS ist doch K-Pop, oder nicht? Ja. Aber das ist Ja. mittlerweile so im Mainstream angekommen, das kennst du. Das hast du sicher auch schon mal gehört. ABC. ABC ist. Das kenne ich, glaube Ja, das Ding ist, meistens ist- erkennst du sie einfach vom Titel her nicht, aber wenn du es dann hörst, vor allem der Refrain, ist so, ja, das. Also von dem her, Okay. Ja, auf jeden Fall. Es gibt dann, auch deutsche Songs tatsächlich auf der neuen Ausgabe. Also Auf und Ab von Montes, Wildberry Lilith, wo das deutsche Oh, ist, weiss ich nicht, von Nina das! Chuba. Ja, Wildberry Und- Lily, ja, das ist deutsch. Und nur noch kurz die Welt. Ich will nur noch kurz die Welt. Ja, genau. Dann fliege ich zu dir. Dazu Also muss man Zeug. aber vielleicht schnell sagen, das sind 2 verschiedene Games. Es gibt eines Let's Sing Karaoke German, also die deutsche Version, und eines Let's Sing Karaoke International, also mit internationalen Songs. Ja, das Ja, sind also es 2 gibt- verschiedene Versionen. Es gibt auch für jedes Land eine Version. Ja, aber die haben wir nicht. Wir haben einfach die Ich deutsche hätte gerne die türkische. und International haben wir. Oder stell dir vor, die holländische. Wäre auch geil. Aber kennst du auch Aber richtig holländische Ähm, Songs? Also, Ein holländischer Song, ich würde einen kennen, aber Ja, der einen. ist mir tatsächlich entfallen. Das hat mir mein Kollege in Amsterdam immer gezeigt. Das ist so ein holländischer Schlager, den sie immer an ihrem Nationalviertag singen. Er ist wirklich recht lustig. okay. Und, und natürlich, genau, if a bitch will chillen, ist kein Problem. Weißt du was? Wenn ich abdrück's. Wenn Genau, ja. ist kein Problem. Das ist Wahnsinn. Da kennt sogar Wahnsinn. ich, oh mein Gott. Ja, das ist super. Der ist schon in Amsterdam entstanden. Das ganze Musikvideo ist in Amsterdam. Das ist so Flashbacks gehabt. Gehe ich übrigens nächste Woche Amsterdam, bin ich nächste Woche bin ich in Amsterdam. Nice. Ab dem Mittwoch. Enjoy. Nur 3 Tage, aber ich freue mich. Besser als nix. Hä? Besser als nix. Ja, Mhm. Einsatz mit X. Ja. Genau. Und man hat ganz viele neue Sachen, die man kann im Let's Sing 24. Und zwar Career-Modus, Avatar-Anpassung. Also das heisst, man kann seine Online-Persönlichkeit anpassen, man kann sich selber Das ist Ausleben. wichtig, okay. Charaktereditor, letzt- Nico. Wir wissen alle, wie wichtig das ist. Ja, sag nicht. Und Karrieremodus, hä? Leb Steffi. deinen Traum, denn er wird wahr. Finde deinen Dragon Ball. Also, nein. Also, es gibt auch noch den Modus Let's Sing Fest. Das ist die ultimative Herausforderung für alle Solokünstler. Hä? Hä, ist das Dem nicht der Einzel- Karrieremodus? Nein, das ist das Let's Sing Fest, Okay, ist heisst besser. es. Okay. Ja. Mhm. Du kannst gegen Dutzende Sänger online antreten. Das ist Es online. gibt eine dynamische Okay. Bestenliste. Hä? Crazy. Und du bekommst immer Feedback. Aha. Du bekommst direkt Feedback. Also, stell mir das sehr lustig vor. Oh mein Gott, hast du da zur stell- Schneck gemacht? Ich Irgendwelche Trolls oder so. Aber kommst du echt so dort rein und singst richtig schlecht. Ja, aber weißt du, was ich noch gut finde, ist, du hast ja dann einfach die Avatar. Niemand weiss, wer du wirklich bist. Das ist ja gut. Das stimmt. Das Das ist stimmt. gut. Das Da kannst stimmt. du echt mal Das stimmt. rauslassen.
Ausser Kannst du hast all eine deine mega Hemmungen... unverkennbare Stimme. Ja, aber kannst Stell all dir vor, deine der Jan Delay Hemmungen... macht das mal. Ja, okay, gut. Aber Irgendwie wird irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Hör nicht mehr. ja. Und all deine Hemmungen kannst du einfach zum Fenster rausschießen. Und nobody cares. Das finde ich gut. Aber im Endeffekt würde ich sagen, das ist wirklich ein Game, wo ihr mit euren Kollegen und Kolleginnen müsst spielen, weil es ist echt lustig und es macht mega Spass. Du kannst das Mikro in die Hand nehmen, den guten einen reindübeln und dann fährst du anfangen, Alpenrose singen. Nein, Alpenrose hat es leider nicht drauf, es gibt keine Schweizer Version, leider. Genau. Oder das Mädchen von Weissenbühl. Gibt es auch nicht. Venus von Bümplitz, wenn schon, please. Venus von Bümplitz. Es gibt übrigens ein Lied, das tönt wie Alpenrose im Refrain, aber es ist nicht das gleiche Lied. Mhm. Das heisst Carbonara, das kann ich übrigens auch mal das kann ich empfehlen. Hört Ich singe mal, dort Tequila. Das ist recht lustig. Es geht dann wirklich wie Alpenrose, Okay. aber es geht um Spaghetti Carbonara. Super. Wenn du kein Mikrofon in der Nähe hast übrigens. Genau, das wollte ich noch fragen. Wie ist es, wenn wir kein Mikro haben? Da gibt es die offizielle Companion-App von Let's Sing. Kannst du dein Smartphone zum Mikrofon machen. Wie geil ist Oha. Ja, das ist nice. Wie geil ist denn das? Ja, das ist sehr gut. Also, sorry. Hey, Gile, ja, kein Mic da. Hey, nimm dein Handy. Kein Problem. Keine Ausrede. Ja. Du musst singen. Keine Ausrede. Ja, genau. Ja. Natürlich, im Spielmodus kommen wir auch zum Karrieremodus. Genau. Da gibt es auch noch. Also, du kannst natürlich Karriere machen. Du kannst dein Traumleben Superstar werden. Ja, das habe ich schon vorher schon erzählt. Ja, ich sage nur nochmal für die Leute, die es nicht haben mitbekommen haben. Also, ganz ehrlich. Ich bin manchmal schon froh, wenn jemand etwas zweimal sagt. Und ja, du kannst unvergessliche Persönlichkeiten treffen. Das finde ich jetzt noch spannend. Wer trifft mich da? Und ja. Shawn Mendes. Hast ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne nur einen Sean und der ist mein Superstar. Ja, das ist ein aller Superstar. Also Let's Sing, auf jeden Fall ein riesen Ding. Oh Gott, das wollte er noch mal reimen. Und wenn ich nicht rappen kann, höre ich jetzt auf. Sonst geht ihr alle von meinen schlechten Reimen drauf. Oh Gott. Und wir switchen unverkennbar zum nächsten Thema. Aha. Gut, ich mache dann nicht mit, wo ich einfach schlichtweg unfähig bin bei so Sachen. Aber ja, hey, es geht um Nintendo Switch. Und zwar ist es ja so, dass es ja immer wieder Gerüchte gibt, dass es einen Nachfolger Switch so gibt. Switch 2, sogenannte. Also so der Arbeitstitel. Der von den Fans gernige Arbeitstitel. Switch 2. Das Gerücht gibt es ja eigentlich schon seit längerer Zeit, also sicher schon 3-4 Jahre. Jetzt mittlerweile ist die Switch im 7. Jahr. Also beziehungsweise im März ist sie im 7. Jahr. Ich glaube, so ist es gegangen. Also seit 2017 gibt es genau. März 2017 ist sie rausgekommen. Das heisst, nächstes Jahr ist sie 7. Nein, sie ist jetzt im 7. Jahr. Ich bin ja gerade ultra verwirrt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, wenn es um einen Konsolenzyklus geht, ist sie so, schon sehr lang auf dem Markt. Und es wird wirklich mal langsam Zeit für einen Nachfolger. Wie man aber natürlich Nintendo so kennt, haben die noch absolut nichts dazu gesagt. Es gibt nie irgendwelche Statements, irgendwelche Kommentare. Sie schauen auch wirklich sehr, sehr, sehr genau und pingelig drauf, dass es keine Leaks oder Spoiler oder sonst etwas gibt. Und ich schließe mit euch eine Wette ab. Sie wird einfach irgendwann mal droppt, was irgendwie so heisst, so, ja, übrigens, ab übernächste Woche könnt ihr Switch 2 bestellen, was sicher auch irgendwie anders wird heissen. Switch 2. Ja, sie wird anders heissen, glaube ich eben auch. Es wird aber erwartet, dass der Nachfolger tatsächlich nächstes Jahr kommt. Also ganz, ganz viele Leute sind davon überzeugt, dass der Nachfolger nächstes Jahr auf den Markt kommt. Ich sage jetzt einmal, wenn sie nächstes Jahr kommt, dann wahrscheinlich auf das Weihnachtsgeschäft. Aber der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, der hat bestätigt in einem Interview, dass überall in Japan geht direkt direkt zum Tode verurteilt worden. Wahrscheinlich, ja. Der hat, apropos Aussprache, ich muss noch etwas erzählen.
Okay. Genau, der hat bestätigt in einem Interview, dass sie sicher noch bis im 31. März 2025, dann geht das Fiskaljahr 2024 bei Nintendo zu Ende, sagen wir mal so viel, dass sicher bis dann noch neue Games entwickelt werden. Yes. Und was natürlich ist, sie haben, das habe ich vorher noch gelesen, sie haben so ein bisschen durch die Blume bestätigt, dass die neue Konsole abwärtskompatibel wird sein. Nice. Was natürlich wichtig ist. Ja, also sorry, das müssen sie bringen. Im heutigen Zeitalter, mit den heutigen digitalen Möglichkeiten, wenn ich es mal aussprechen, wäre es also schon eine Schande, wenn man das nicht so übernehmen könnte. Der Account kann man auch mitnehmen. Also der Account kann man auf die neue Konsole mitnehmen. Genau, das ist sicher schon mal wichtig. Das Und ist ja, sicher schon mal sehr ich meine, wichtig, die Konsole, man sieht jetzt nach 6 Jahren oder 6,5 Jahren haben so viele Hersteller plötzlich die Handheld-Version kopiert. Literally. Wir haben 5 verschiedene Handhelds mittlerweile, abgesehen von der Switch. Und das ist natürlich schon crazy. Und jetzt Switch muss irgendetwas bringen, das nochmal besser und nochmal cooler und noch exklusiver ist. Gleichzeitig müssen sie der Switch-Konsole Fluch brechen, wo ja heisst, dass jede zweite Konsole beschissen ist. Also, ja, leider schon. Es ist wirklich sehr interessant bei Nintendo. Jede zweite Konsole ist ein Flop und dann nehmen wir die nächste schnell wieder gut. Aber der Gamecube war kein Flop, oder? Verkaufszahlen technisch schon. Ah, krass. Ja, der Gamecube immer gefeiert. Ja, aber verkaufszahlen technisch ist er nicht gut gelaufen. Und dann ist der Wii gekommen und die ist wieder gut gelaufen. Und dann ist die Wii U gekommen und die ist wieder ein Flop gewesen. Und dann ist wieder die Switch gekommen. Ja. Das stimmt. Ja, und es gibt ja die verschiedenen, das stimmt schon, es gibt jetzt recht viele Handkonsolen. Ja, voll. Und aber jetzt muss Switch, also Nintendo muss irgendetwas bringen, was nochmal besser ist als das. Und das bin ich echt gespannt. Aber ich meine, sind wir ehrlich, es muss wie die Funktion, wo man kann wechseln zwischen Handheld und stationär, es muss es wieder haben. Muss es einfach haben. Sonst ist einfach Game over, hätte ich gesagt. Ich brauche das. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich das wechseln kann zwischen stationär und Handheld. Wenn es das nicht mehr gibt, dann drehe ich am Rad. Wirklich. Ja. Yes. Das stimmt schon. Mhm. Ja, also wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ja, und apropos Aussprache, was ich dann noch schnell, das ist ein kleiner Einwurf. An dieser Stelle passt das sehr gut. Das habe ich nämlich vorher gesehen. Ja. Hast du gewusst, dass die Aussprache It's a me, Mario. Also, It's a me, Mario. Es klingt ja sehr italienisch. Ja. Also so à la, es bin ich, der Mario. Aber It's a me heisst auf Japanisch super. Also It's a me, Mario heisst eigentlich Super Mario. Ja, und ich so, shit. Ja, also It's a me, Mario shit. heisst eigentlich Super Mario. Oh, crap. Ja. Yo, that is a mind-blowing fact. Ja, finde ich auch richtig, richtig cool. Ja. That is nice. It's a me, Mario. It's a me. It's a me, Mario. Ja, das heisst echt Super Mario. Krass. Voll. Aber das müsste ja viel gut. japanischer ausgesprochen werden in dem Fall. Da müsste ja so... Gut, ja, aber Mario. Ja, genau. Ja, weißt du ja nicht, in Japan ist... Nein, also ich meine... Der Martinet, der jetzt immer Dings gemacht hat, Synchro, ist natürlich Franzos, gell? Also von dem her... True. Ja, der hat das wahrscheinlich einfach so japanisch, wie er nur hätte können, probiert auszusprechen und das ist dabei rausgekommen. Das ist ein sehr, sehr cooler Fakt. Gell? Ganz ehrlich. Ja. Habe ich aber richtig gefeiert. Sehr cooler Fakt. Ja. Sehr cooler Fakt, oder? Voll. Danke Finde ich auch. Sehr gern geschehen. So, jetzt bist du wieder dran. Bin ich, okay. Ja, jetzt darfst du wieder reden. Jawohl. Also. Wo haben wir die Herdöpfel da? Hier. Gut. Also, liebe Damen und Herren, es geht weiter mit der Thematik. Nur kurz. Welche? Nur kurz. Ja, erzähl. Call of Duty, Modern Warfare 3. Wir haben es alle 100'000 Mal gehört. Das Call of Duty kommt schon wieder. Das COD kommt schon wieder. Jetzt kommt wieder das COD. Das ist langsam wie FIFA. Brauchen wir es?
Ich weiß es nicht. I don't Auf know. jeden Fall kurzer Einwurf COD. Hm. Folgendes passiert. Und zwar gibt es scheinbar im neuen COD jetzt eine Gesundheitsanzeige. Weh. An diesem Wochenende, das ist das Wochenende, denke ich, oder ist es das Wochenende, wo durch ist, Steffi? Ich weiß es leider nicht. Hat man die Open Beta können spielen. Und dort ist nachher auch kommuniziert worden, es wird eine Gesundheitsanzeige geben. Was heisst das für Call of Duty-Spieler? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Schlechtes? Die Community feiert es. Steffi hat mir das Thema ins Crit gehabt, aber eigentlich ist das ein Buff-Thema. Weil Nein, überhaupt findet es nicht. gut. Nein, überhaupt Mal. nicht. Also, vor Es 2 ist Wochen ein ist es... Win. Nein, vor 2 Wochen ist es sehr viel, sehr uncool gefunden. Aber ich finde es zum Beispiel auch ein Win, weil Da dann ist aber weiss ich, wenn mittlerweile ich sehr tot viel- bin. Da haben sie aber mittlerweile ihre Meinung geändert. Da haben sie einfach am Anfang gefunden, etwas Neues, Veränderungen. Und aufgrund von dem haben sie dann gehatet. Und jetzt finden sie, eigentlich ist es doch viel besser, als ich gedacht habe. Und jetzt finden sie es toll. Ja, aber jetzt überleg mal. Ich meine, im COD war es immer so, gewesen, du hast so anhand vom Blut oder anhand vom Schaden, den du kassiert hast, müssen ausrechnen, wann bin ich etwa tot. Mhm. Und jetzt hast du einfach eine ganz chillige Gesundheitsanzeige, die dir zeigt, oh, yo, Bro, so viel Leben hast du noch. Ja, jetzt können ja Finde Noobs ich irgendwie mitspielen. besser. Ja gut, das ist schon immer das ist schon immer ein Thema gewesen. Aber eben, das ist, ich finde es gut, man kann so hassen. Ich habe es jetzt in Buff da, wo mir würde es helfen. Ja, das ist doch gut, Aber- du bist Buff, ist doch super. Ja, also du kannst da gar nicht mehr dran ändern, es ist jetzt im Buff. Ist gut. Auf Ja, jeden ich wollte Fall. auch nicht dran ändern. Okay, dann müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Du bist Gut. da, oder wollen wir weiter? Nein, Hey, hallo. stör Ja, mich. das haben wir gesagt mit dem letzten Wort. Gut. Ja, das immer gern, das ist so. Ja. Gut, das ist alles, was ich dazu sagen. Mehr gibt es wirklich nicht sagen. Weil das Game ist genau das gleiche wie jedes immer. Jahr. Das ist leider Ja. viel besser und ich bin nicht mehr so COD-Fan, es tut mir leid. Für alle, die jetzt hier drinnen sind, COD-Fans sind, ich bin kein Fan mehr. Leider. Aber das nächste Thema, das auch Crit ist, wo eben, das war nicht Crit, das war jetzt Buff. Jetzt kommt ein Crit-Thema. Also jetzt gehen wir in Crit rein, sliden wir quasi rein oder wir schießen uns rein, weil das nächste Thema ist schon mehr und es geht um den Dude, der Netz aus seinen Händen schießt und jumpt und fliegt in Verrecken, New Nico. York City. Und zwar der Spider-Man. Ja, freundlicher Spinner aus der Nachbarschaft. Spider-Schwein. Genau. Und es ist so, Spider-Man 2 kommt bei der Community grundsätzlich gut an. Also der hat ja vielleicht das Let's Play auch gesehen vom Troy, das er gemacht hat. Mega nices Let's Play vom Troy. Wirklich nochmal das ist gut ein Kompliment. Hat wirklich gefällt, ihm zuzuschauen. Und es ist von der Community eigentlich gut aufgenommen worden und die Leute haben es eigentlich gefeiert, wenn sie es dann können spielen. Weil bei vielen PC-Player ist tatsächlich die Installation bleiben stehen und zwar immer bei 36%. Die Steffi, die natürlich gelehrte IT-Supporterin ist, hat sofort gewusst, hey, das ist fix, das sind fix die Updates, muss das sein. Das passiert manchmal. Also Was habe ich der Updates? Steffi... Firewall, habe ich gesagt. Firewall. die Firewall, genau. Yes. Also habe ich der Steffi empfohlen, hey, schreib dir doch ein Mail an die Leute, wenn du das so gut weißt, weil im Endeffekt haben sie sich die das sicher noch nicht überlegt. Ich meine, das sind sicher alles Leute, die haben keine Ahnung und die haben sicher keine Ahnung, dass das die Firewall ist. Steffi, unbedingt. Schreib die Leute an, sag ihnen Bescheid. Ich glaube, das brauchen sie jetzt. Ein Rat von dir. Das ist sicher die Firewall, Steffi. 100%. Schreib das ihnen bitte. Darfst du selber übernehmen. Nein. Also, es kann wirklich sein, Stefan. Nein, da drauf ist auch noch niemand. Also, weißt du nicht mehr. Nein, also, die Installation ist tatsächlich, bleibt stehen und man weiss eigentlich nicht warum. Und viele Leute haben sich jetzt beim Support gemeldet, es wird jetzt ein Patch geben, wo das Ganze regelt. Allgemein ist das Game aber, und darum ist es nur wegen dem Crit, sehr gut angekommen. Also, es ist wieder
sehr actionreich, geladen mit mega vielen Missionen und Abenteuern, die man erleben kann. Man kann switchen zwischen 2 Spider-Mans, man kann Venom-Powers brauchen. Der Venom selber kommt noch vor. Ich bin ein grosser Venom-Fan, Steffi. Das ist auch cool, ja. Ich habe den einfach gern. Der macht irgendetwas finde ich cool an dem. Und allgemeines Game, das ich mir sicher noch selber auch noch wiederholen und noch wieder spielen. Und ich habe das Gefühl, der Oli hat auch sehr Freude daran gehabt. So wie ich das rausgespürt habe bei seinem Let's Play, hat er mega Freude daran gehabt. Es hat aber eben tatsächlich noch verschiedene Bugs. Es gibt auch im Game selber aber noch Szenen, die lagen oder auch NPCs, die sich komisch verhalten oder auch Missionen, wo man nicht mehr weiterkommt, weil man irgendwo stecken bleibt. Das sind alles Kinderkrankheiten, die eigentlich nicht müssten sein. Aber to be honest, wenn sie das fixen, ist es ein grandioses Game. Das Einzige, was ich irgendwie gehört habe, abgesehen davon, dass es mega cool ist, dass es viel zu kurz ist von der Story her. Und das ist ein bisschen kritisiert worden anscheinend. Aber wenn das alles ist, was kritisiert wird, dann muss ich sagen, so, wow, was für ein Luxusproblem. Ja, ist es. Es ist tatsächlich wirklich ein Luxusproblem. Und ich meine, da spielt man es halt zweimal durch. Ich glaube, für das so cool ist es, dass man es zweimal durchspielen kann. Ja, also, Spider-Man von meiner Sicht aus ein grosser Erfolg. Die Umsetzung nach dem Release noch nicht so gut. Hat noch aber man kann dort auf jeden Fall daran arbeiten, das patchen und dann ist es ein super Game. Und man muss nicht 2 Jahre warten bei Cyberpunk, bis man es spielen kann. Nochmal hier rein auf den Deckel. CD Projekt Red. Autsch. Ja, gib mir einen Drehbogen, los. Ja. Das wär's mit Crit. Cool. Steffi hat jetzt noch ein bisschen Loot für euch. Und dann sind wir schon fertig. Wir haben schon ein Stündchen dran. Ja, beim Podcast zum Glück noch nicht gerade. Aber ja, wir sind wieder ordentlich gut der Zeit dran. Ja, schon wieder fast 40 Minuten. Jetzt gehen wir weiter mit dem Loot. Und zwar haben wir ein paar neue Sachen bei uns im Game-Shop, hätte ich fast gesagt. Wir haben ein paar neue Games und ein paar neue Gaming-Sachen bei uns im Shop. Und zwar haben wir einerseits den Football Manager 2024 als Code in a Box. Wo man kann vorbestellen kann. Genau. Nice, Football Manager. Der kommt etwa ein bisschen mehr als eine Woche. Und zwar am 8. November kommt der. Genau, Football Manager, halt, ja, es ist ein Fußballtrainer-Simulator für den PC. Und ich glaube, das ist aber etwas wie, also, ich weiss nur, die Leute, die das gerne spielen, die suchten richtig hart rein. Ich glaube, das kann man dazu sagen. Also ich glaube, es ist nicht Fußballtrainer-Simulator, weil dann müsstest du ständig umschreien und durch die Seitenlinie entlang laufen im Spiel. Das machst du ja nicht. Du tust ja eigentlich die Mannschaften managen. Ja, aber das, ja. Eben, und managen, trainieren, weiss gar nicht, was alles musst machen. Aber es wird aber es ist halt ein Fußballmanager, also Football-Manager, also dem her, ja, du nimmst auch die ganzen Management-Positionen ein und aber stellst glaube ich, Teams und alles zusammen und du schon schauen, wer ist Coach und so weiter und das ist schon recht cool. Von dem her, ja, das haben wir neu bei unserem Shop zum Vorbestellen. Dann haben wir eben, wie vorher schon erwähnt, haben wir Let's Sing 2024 International Version und natürlich auch die German Version. Die zwei kommen auch am 8.11., also auch ungefähr in einer Woche. Aber die können jetzt natürlich bei uns schon vorbestellen. Dann haben wir Helldivers 2. Da kannst du, glaube ich, etwas sagen, nicht? Helldivers, yes. Also ich habe das Ace gespielt, tatsächlich. Ich habe das Ace auf PS4 noch. Es ist ein recht cooler Top-Down-Shooter, den man mit Kollegen kann spielen kann. Es hat so ein bisschen... also es ist sicher Science-Fiction ein bisschen. Es hat so ein bisschen Space-Element. Okay. Ich habe es mit Kollegen zusammen gespielt. Man kann es ein bisschen vergleichen mit die Ascent, ja, so heisst das Game, wo man tut per Stick tut man eigentlich umschießen und muss sich sehr schnell moven und sich retten vor gegnerischen Angriffen oder gegnerischen Feinden und macht nachher auf verschiedenen Planeten verschiedene Missionen. Okay. Ich finde es eigentlich ein cooles Game, vor allem mit Kollegen zusammen spielen. Und das ist jetzt die Fortsetzung, die wir hier sehen. Natürlich, die Feinde sind Aliens, die
einem angreifen und die kommen dann so in Schwärmen und die muss man dann abwehren. Für einen Abend mit Friends ein perfektes Spiel. Also kann ich wirklich nur empfehlen, Helldivers ist cool. Ja, ich muss so lachen. ja. Wenn Wieso? der Text, der bei uns auf der PDP, also auf der Produktseite steht, lassen Sie die Freiheit vom Himmel regnen. Hat das ChatGPT geschrieben? Ja, ich weiß es nicht, aber So das klingt so ein geil. bisschen wie besiegen Sie Ihren Gegner mit Demokratie. Amerikanischer Demokratie. So geil. Hey. So, lassen Sie die Freiheit vom Himmel regnen. Oh mein Gott. Genau, also. Das ist wirklich... Das kommt am 8. Februar aber erst raus. Da hat er noch ein bisschen Zeit tatsächlich zum Vorbestellen. Dann haben wir das Game. Es kommt am 29. Februar. Und zwar Final Fantasy VII Rebirth. Genau, dort... was wollte man dazu sagen? Halt Final Fantasy Rebirth. Genau, Rollenspiel. Aber erst am 24. Februar. 29. Februar. Es kommt noch, es dauert noch ein paar Monate, aber it's in the making. Ja, es kommt. It's in the making, oder? Ja, genau. Final Fantasy hat, sollte man mehr dazu sagen. Klassiker. Ja. Genau, und dann haben wir noch 2 Hardware-Sachen. Und zwar einerseits haben wir einen neuen Controller im Sortiment von Nacon. Und zwar, einer ist in schwarz und einer ist in weiß. Ja, das ist der! Der Revolution 5 Pro Controller. Ich habe den an der Gamescom selber angeschaut, in der Hand auseinandergenommen, wo man kann den wirklich... Jedes einzelne Stückchen kannst du literally dir selber zusammen basteln, wie du das am liebsten hast. Und das ist so genial. Das ist der Hammer. Und ja, der Preis ist nicht ohne 230 Franken, aber für das, was er kann und für das, wie geil das er ist und wie krass individualisierbar das er ist er günstig. Das muss man wirklich sagen. Er ist wirklich crazy gut. Und er ist vor allem mit einem E-Sportler zusammen produziert worden. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen. Das ist wirklich über mehrere Monate hinweg, haben sie da wirklich mit einem E-Sportler zusammen immer wieder, ja, nein, ist nicht gut, ist zu wenig gut, nein, das passt mir noch nicht so genau. Das ist wirklich, der ist top. Der ist wirklich top, der Controller. Von dem her, ja, also ich habe alles übrigens, was wir im Loot hier besprechen, immer in der Beschreibung verlinkt. Also auch der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, genau. In der Beschreibung verlinkt. Nice, I love genau, also von dem her einfach schauen. Schaut ihn euch mal an, er ist wirklich, wirklich genial. Ist eine Investition wert, muss man wirklich sagen. Yes, gibt es da in schwarz und weiß. Yes. Und dann haben wir noch etwas, was vor allem die Retro-Liebhaber das Herz höher stehen. Und zwar haben wir die Atari 2600 Plus bei uns im Shop. Yes. Krass. Krass. Das ist richtig Retro. Ja, das ist extrem Retro. Das ist richtig Retro. Ja, inklusive 10 Atari Games. Ja, das ist cool. Also und inklusive Joystick. Inklusive Joystick, ja. Nice. Für alle übrigens, die gerne Retro haben, wir haben übrigens eine Retro-Landing-Page. Also einfach brach.ch/gaming/retro und ihr kommt auf eine Seite, wo nur Retro-Zeugs drauf ist von Gaming-Sachen. Und sogar noch mit einer coolen Schrift. Also einfach mal reinschauen, lohnt sich so oder so. Das klingt sehr gut. Wir haben uns sehr Mühe gegeben mit dieser Landingpage. Ja, geht unbedingt mal drin vorbeischauen. Es ist sehr, sehr cool. Genau. Atari, man wird das innere Kind rauslassen, vor allem wenn man vor dem Jahr 2000 geboren ist, sagen wir es mal so. Yes. Oder vor dem Jahr 1990 eigentlich ja schon, gell? Sind wir ehrlich. Ja. Gut, das wär's mit Loot. Ich hoffe, ihr habt Spass und Freude, so wie ich. Ich habe sehr Freude dran. Ja, also wir haben beide sehr Freude dran. Ich habe auch noch mal sagen, Steffi, heute haben wir eine coole Mischung an Sachen. Ja, irgendwie schon. Und ja, auf jeden Fall. Und somit wären wir eigentlich durch am mit Ende von diesem coolen Podcast. Ist heute gut durchgegangen von der Zeit her. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich ein Bild machen
Yes. Steffi, Yes. merci vielmals für Danke deine auch. Anwesenheit und Merci deine gleichfalls. ganzen Erläuterungen. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wir hören uns in 2 Wochen. Ja. 2 Wochen. ASMR. Bitte nicht, Nico. Ohne ASMR. Aber ja, ohne ASMR. mach es gut. Ja. Bis in 2 Wochen. Ciao zusammen. Und lasst uns 5 Ciao Sterne da, zusammen. falls ihr das noch nicht gemacht habt. Merci. 5 Sterne.